Servus. Wie versprochen, Vorher-Nachher-Bilder. Das ist eindeutig vorm Weißeln des Wohnzimmers. Ja, das ist das ganze Gedöns, was wir dazu brauchen. Alles schön abgedeckt, damit es keinen Klecks Farbe abkriegt. Löcher zugemacht. Ach, wie schön. Eklig, oder? Da kommt jetzt halt wieder der zum Einsatz, der Glaskeramikschaber. Wahnsinn, oder? Fast alles übergegangen. Sie glänzt jetzt schon silbrig. Wunderschön. Jetzt nur noch putzen, in Anführungsstrichen. Das Bad schaut wie neu aus. Es war ja vorher hellblau und durch das Weiß jetzt wirkt es nochmal viel größer. So, geputzt ist es. Gerade fertig geworden. Es ist schon echt schön wieder. Das ist die Glitzerwand mit der Farbe, die wir gekauft haben. Ja. Den Kronleuchter muss ich noch putzen. Aber sonst ist soweit fertig. Man sieht jetzt schon den Glitter. Meine Couch, also so, wenn ich es anschaue, alle Kissen habe ich jetzt in der Waschmaschine gewaschen. Bei der Reinigungsaktion warst vielleicht ja dabei. Also, Kronleuchter habe ich auch geputzt, so gut es ging. Also ich muss sagen, vielleicht geht es doch noch. Bis gestern Abend haben wir nur rumgewerkelt, putzt, Fenster putzt, etc. Vom Dachboden runtertragen habe ich nur ein paar wenige Sachen, weil ich nicht einfach stupide alles das, was ich ausgeräumt habe, wieder neu stellen möchte, sondern wirklich ganz gezielt schauen, was möchte ich noch haben, was passt auch farblich und was brauche ich nicht mehr. Da brauche ich noch Vorhänge, habe ich, aber der eine geht nicht ganz über den Heizkörper. Weiß ich noch nicht, wie ich das mache, weil ich möchte ja auch nichts von der Heizleistung wegnehmen. Wir haben immer fette Nachzahlungen. Eigentlich könnte ich ja jetzt anfangen, das ganze Zeug runterzuräumen und zu sichten, aber die Sonne scheint. Und das heißt, erst einmal rausgehen. Und weil bei meinen Renovierungsaktionen immer ein Haufen Zeug abgefallen ist, was ich nicht mehr brauche, geht's mit meinem Trolley zum Wertstoffhof. So verbinde ich gleich das Angenehme, also Bewegung, mit dem Nützlichen, also Entsorgen. So, und jetzt kurz mal die Hand am Trolley gewechselt, dass man nicht einseitig wird. Vielleicht ein bisschen Gas geben.
Da geht's zu meinem geliebten Wertstoffhof in Traunstein. Gerüchteweise habe ich was Schreckliches gehört, dass er angeblich zumachen muss. Ich verstehe das nicht, wie man etwas auflösen kann, was so wahnsinnig gut läuft, was Hunderten, wenn nicht Tausenden von Menschen geholfen hat durch das Tauschen von Sachen. Das war so ein Riesenverlust für alle, die den Wertstoffhof nutzen, weil die Mitarbeiter super nett sind, hilfsbereit, weil alles total gepflegt und sauber ist und eben, weil sie die Mitarbeiter auch noch die Mühe machen und die Tauschtische betreuen. Es ist mir ein Rätsel und wenn es wirklich so weit kommt, dann glaube ich, starte ich eine Petition. Jetzt macht er doch selber mal ein Bild. Ist das nicht ein toller, super aufgeräumter Wertstoffhof? Woanders fährst du halt schnell hin und bist schnell wieder weg, aber da hältst du sogar gern auf. Und dann die wunderbaren Tische. Die Leute legen Sachen hin und der Nächste nimmt es wieder mit. Das ist doch der Nachhaltigkeitsgedanke pur, oder? Dinge, die nur gut sind, weiter zu verwenden. Hier das tolle Bücherregal mit CDs, DVDs. Zurück geht's über den Jackelturm. Ganz ehrlich, Leute, wenn schon Graffiti, dann bitte mit künstlerischem Anspruch. Ist das zu viel verlangt? Der Stadtplatz in der Herbstsonne. Goldgelb gefärbte Blätter an den Bäumen und im Hintergrund der Wochenmarkt. Die Salinenkapelle mit dem Rupertusbrunnen unten in der Au. Hier der Stadtpark, das Parkcafé, der Brunnen war da noch an. Sag einmal, geht's nur mir so oder liebst du das auch? Dieses Rauschen der Herbstblätter unter deinen Füßen? Ich weiß nicht wieso, aber ich mag das Gefühl so gern, deswegen nochmal. Und wenn einem was gut tut, auch wenn man es nicht erklären kann, warum, dann sollte man es so oft machen, wie es nicht irgendwie geht. So, das war vorher alles in die Schränke drin oder ja, drauf. Das habe ich heute unter anderem vom Wertstoffhof mitgenommen. Das da habe ich von Action, zeige ich da nur nachtleuchtend. Ja, also ich traue mir jetzt schon mal zu sagen, es kommt definitiv nicht wieder alles zurück. Es wird nicht mehr so voll, wie es vorher war. Now with you, I found a home. You make my heart skip a beat. With you, my life's complete. Es ist früh morgens, die Sonne ist gerade aufgegangen. Heute mache ich meine Gymnastik mit Burpee Girl. Nicht wie sonst im Wohnzimmer, weil das Wohnzimmer ist belegt mit einem Kumpel meines Sohnes. Mich selber kann ich da jetzt gerade nicht sagen, weil ich noch nicht salonfähig bin und schon leicht angeschwitzt. Burpee Girl gibt wieder ihr Bestes. Ja. Und während ich mich so gerade in meinem Schlafzimmer aufhalte, habe ich beschlossen, dass das mit dem Wohnzimmer und mit dem Bad Teil
2 war und das Teil 3 wird. Da ist immer noch viel zu viel Gedöns und ich habe gemerkt, wenn ich das Weißeln vorhab, dann tue ich immer rigoros ausrammen. Und genau das werde ich auch machen. 4 Kissen und ein kleines habe ich Zeit. Brauche ich 4 kleine Kissen? Nein. 2 kämen weg. Aber jetzt erstmal Pflegestunde. Alright, jetzt bin ich salonfähig. Jetzt noch Jacke an. Schuhe an. Ja, wie soll es anders sein, meine geliebten Skechers? Und dann geht's raus. So good. Whenever I'm around you, and I think God found you, make me feel so. Apropos Schuhe, ich kriege immer mehr Kooperationsanfragen jetzt, gell? Was mich natürlich gefreut. Weil das zeigt ja, dass jemand mich als interessanten Werbepartner ansieht. Aber die Produkte, ein Fleischwolf, Massagekissen, das sind sicherlich alles super Sachen. Dann sogar mittlerweile ein Modeversand, allerdings Vinted-Mode, wo ich mir eigentlich kein einziges Teil gefunden habe, leider. Weil es so spezielle 50er, 60er, 70er Sachen sind. Ganz toll, aber ist halt nicht mein Stil. Seht es ja selber. Check-ins, sportliche Jacken und jetzt komme ich zum Thema meine Skechers. Da war ich natürlich scharf drauf. Ein Werbevertrag mit Skechers, weil ich die rauf und runter trage, weil ich die in viele Farben mittlerweile habe und weil ich die einfach lieb. Skechers, die habe ich aber nie an. Skechers und die anderen stehen vor der Tür. War ich da nicht ein super Werbepartner, ha? Sag einmal. Aber wahrscheinlich habe ich da einen Arsch noch ein bisschen zu weit unten mit meinen knapp 4000 Follower. Es ist so schön herbstlich, die Sonne scheint, die Blätter in wunderbare Farben zwischen Gelb, Orange, Rot und Braun. Heute ist zwar Samstag, aber der 1. November, also Allerheiligen. Alle Geschäfte haben zu, deswegen ist nichts, so gut wie nichts los am Stadtplatz. Ich werde übernächste Woche Besuch kriegen von einer Followerin aus Hamburg. Also die kommt nicht extra wegen mir, aber sie besucht ihren Freund in Bayern und die machen dann einen Abstecher nach Traunstein zu mir. Ja, liebe Sabine, hier schon mal ein kleiner Einblick in unseren Stadtplatz. Die St. Oswald Pfarrkirche von der anderen Seite, das Heimathaus, der Maxplatz. Gehe dann gleich noch durch den Park, aber ich wollte bloß das zeigen noch. Die ist neu, diese Wand. Ich weiß auch noch nicht, was ich davon halten soll. Das ist eher so Richtung Prestigeprojekt.
schon mal für dich. Ganz speziell, liebe Sabine. Der Stadtpark. Ja, ob ich das öfters mache, Follower zu treffen. Tatsächlich nicht. Weil ich mir immer sage, ja, ihr kennt mich vielleicht oder ihr habt mich heute schon gesehen, aber ich ja euch nicht. Allerdings habe ich jetzt schon einmal eine Followerin bewusst getroffen, also mich mit ihr verabredet. Und das ist die Manuela. Mit der passt einfach ganz gut. Das ist eine liebe Frau, eine nette, ganz eine gescheite, patente. Und bei der Followerin, die jetzt eben aus Hamburg gekommen wird, zu Besuch bei ihrem Freund in Bayern und dann eben bei mir, habe ich dasselbe Gefühl wie bei der Manuela. Gut. Und die andere Seite des Stadtparks mit der Bücherei da hinten, dem neuen Jugendzentrum und der Büchertauschzelle. Zwischendrin werden Knädel gemacht. So schaut das Ganze dann geschieden aus, also geformt, eingerammt. Jo. Ja, da habe ich jetzt bloß so einen leichten Vorhang hingemacht. Der ist so cremefarben weiß. Es passt gut für mich. So ist einfach der Heizkörper abgedeckt, aber trotzdem wird die Wärme nicht gestaut. Die Pflanzen hat Mitbewohner sauber gestutzt auf mein Geheiß hin, weil die ist schon ziemlich gewuchert und ich habe keinen grünen Daumen, dafür er. Wie du siehst du da noch nichts. Da haben jetzt halt diese Dinge wieder Einzug gehalten, wie die Wunderlampe, die Pyramide, der Buddha, diese Figur, das Kamei. Ja, und das hier, das Beutel, habe ich dabei mal ohne gelernt. Weiß ich noch nicht, ob das da hinkommt. Da brauche ich etwas ganz Spezielles auf diese Wand. Ja. So, dann schauen wir mal. Ach ja, ob ich mir jetzt eine neue Couch kaufe oder vielleicht doch in Urlaub fahre. Wann ich oback mit Teil 3 der Renovierung. Und was sich sonst noch alles Neues ergibt, das erfährst du vielleicht im nächsten Video. Den habe ich einmal gekriegt. Ich glaube von einer, mit der ich auf Kur war. Maria? Kommt natürlich nicht mit. Es ist ja wohl Weihnachten. R2D2. Ich stehe ja so auf Star Wars. Ich glaube, das war der erste Film, den ich je gesehen habe. Star Wars oder Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Das ist ein Radio. Nö. Ein Bäcker. Ja, nie benutzt, aber ja, natürlich niedlich. Ja, natürlich freue ich mich über... hallo? Hey, sie hat ein neues Video hochgeladen. Geht's nur? Kannst du dich vielleicht einmal aufs Video konzentrieren? Da im Handy umeinander schauen. Ja, sorry. Eigentlich bin ich selber gar nicht so viel
auf Social Media. Facebook ist full of hate. Insta mag ich nicht, sollte ich vielleicht mehr machen. YouTube schaue ich hin und wieder mal Tutorials oder irgendwelche interessanten Berichte über Ägypten, sowas, was mich halt interessiert. Allerdings sie ist eine Ausnahme. Ich zeig's dir. Noch zu neu in dieser ganzen Branche drin. Okay, wenn ihr also Abenteuer Alaska. Ich kenne sie nicht persönlich, aber ich finde sie unglaublich sympathisch. Und ich finde es so schade, dass so Leute, wo du denkst, Mensch, mit der würde ich mal gerne eine Wanderung machen. Mit der würde ich mich gern mal austauschen über Gott und die Welt. So tolle Menschen, so vergleichsweise wenig Follower haben, wie die Anke. Andere verbreiten nur Hate und hucken nur da und labern irgendeinen Mist und haben hunderttausende Follower und so jemand wie sie, der wirklich einen super interessanten Content hat. Und das sag ich, obwohl ich weder Winter noch Hunde mag. Ich finde sie halt einfach eine ganz interessante Frau und dennoch total bescheiden. Hin und wieder fragt sie sich, ob diese Mascha-Videos, die Schlittenhunde-Videos, ob das überhaupt interessant ist für ihre Follower oder ihr Alltag. Dabei ist es super interessant, wie sie ihr Leben lebt in Alaska, was sie da alles macht. Ich darf mich wahnsinnig freuen, wenn ihr der Anke ein Abo schenkt. Schaut euch mal ihre Videos an. Ich finde, das ist so eine, die selber gar nicht weiß, wie toll sie ist. Gerade wir Frauen, wir sollten gegenseitig netzwerken, was das Zeug hält. Anstatt stutenbissig zu sein, wir sollten uns gegenseitig unterstützen und pushen, das machen nämlich Männer immer schon. Anstatt neidisch zu sein auf andere Frauen, sollten wir Netzwerke bilden. Ich kann jetzt da noch Stunden über genau das Thema referieren, vielleicht in einem anderen Video, wie es weitergeht, ob ich vielleicht sogar die Sabine filmen darf, ob ich so richtig Gas geben habe mit Ausräumaktion Nummer 3. Das erfährst du alles im nächsten Video. Ich bin die Brigitte, mein Kanal, was einfach leben. Schön, dass du zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal.